Den Ender Hoffmann war Philosophieprofessor, Deputéierten an hier war 30 Joer lang am Escher Gemengen a Schäferrot aktiv. Sein politisches Engagement huet an de 60er Ufangs 70er Joren ugefang durch Studentenbeweungen an Protester gegen den Vietnamkrieg. Eng vun der Motivationune will ich auch festgestellt hun, dass ja auch nach haut net unbedingt viel ernstcht, wie viel das an so frohen vertuscht respektiv geluget. Dat heißt für also auch euphorisch am Fongol an Politik zu bringen. Das war, dass ich immer doch mal Menge soziale Origin zu denen eigentlich immer gemengt und Rechte von den Erbichter, die müssten nicht immer verteidigt, sondern ausgebaut werden. Wenn es nicht Bewegungen gegeben hat am 20. Jahrhundert, schon einmal am 19. Jahrhundert, am 20. Jahrhundert, von links hier, also sowohl von Gewerkschaften wie auch von linken Parteien wie von linken Bewegungen, dann hat man heute eine Situation wie am 19. Jahrhundert. 3 Mal aus den Ender Hoffmann an das letzte Parlament gewählt gehen und hat ein ganz Ritsch von politischen Initiativen geholt. Wir haben darum Gemengeniveau Verantwortung überholt. Sowohl an den 80er Jahren wie auch Ugangs 2000 wurde Ender Hoffmann Chefin an einer Linkskoalition zu Esch. Immerhin, dass nicht das geschieht, dass bei vielen anderen Städten geschieht, dass die Population, die an den Staatszentren gewohnt wird, aus den Zentren rausgedriven gehen und Peripherie. Und da sind an den Zentren schick Quartieren entstanden, die natürlich einen normalen Arbeiter sich nicht mehr leisten konnten. Dann ist an Esch mit Esch nicht geschieht. Das war die Engperiode. Die andere Periode, wo ich fand, dass man wirklich auch neue Akzente gesagt hat, das war an der Sozialpolitik, wo man am Fongol als erst Gemeng aber so etwas gemacht haben wie Sozialentwicklungsplan an eure soziale Service geschaffen und den Sozialentwicklung sollte begleiten respektiv 34. Op europäischem Plan gëtt am Moment an alle Länder heftig Attacken op die Sozialrechte vun de Mënschen, aber auch demokratisch Grundprinzipien gi mat festgetrippelt. Also die demokratisch Froh an die Sozialfroh, die gehören ganz eng zusammen, und zwar auf 2 Manieren. Einerseits Sozialaufsicherung stärkt Demokratie. Wie sollen Leute sich an einer Demokratie beteiligen, wenn sie nicht an ihrem beruflichen Leben, an alles, was dazu gehört, also auch Rente beispielsweise, Sozialversicherungen und so weiter und so fort, wenn sie da nicht aufgesichert sind. Das heißt also, der Sozialstaat ist eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Das ist die eine Seite von der Sache. Die andere Seite von der Sache ist die, wenn Demokratie nicht richtig funktioniert, dann ist der Sozialstaat eine Gefahr. Und das ist das, was wir im Moment genau am Niveau von der Europäischen Union feststellen. Weil da muss ich ja sagen, da geht eigentlich die Kehr von der Demokratie im Moment verloren, wenn ihr guckt, eine Troika, die überhaupt keine demokratische Legitimation hat, die geht die Regierungen an die Parlamente diktieren, was sie zu machen haben. Und das, was sie diktieren, das ist hauptsächlich Aufbau von Sozialstaat, Aufbau von Lehnen und so weiter und so fort. Also insofern, auf europäischem Niveau, muss die 2 Aspekte der Demokratie an Sozialrechte unbedingt zusammendenken und zusammen dafür streiten. Wir brauchen eine Stärkung von den gewählten Organen und wir brauchen eine Mobilisierung von der Population, die ja unter dem zu leiden hat, was in Europa geschieht. Dafür gibt den Ender Hoffmann folgende Prioritäten setzen, wenn hier das Europaparlament gewählt gehen. Das Allerdringlichste, das ist die Austeritätspolitik, die betrieben wird, zu stoppen. Und zwar sowohl was Prozeduren betrifft, also was die undemokratischen Prozeduren betrifft, wie auch was den Inhalt betrifft, der an der Regel darauf rausläuft, in Form von den sogenannten strukturellen Reformen den Sozialstaat aufzubauen, die Leute hier Sozialrechte aufzubauen, übrigens auch an der Frage von dem ökologischen Umbau von der Gesellschaft nicht an die richtige Richtung zu gehen. Da stoppt Austeritätspolitik an Abbau von sozialen Rechten, Abbau von einer anderen ökologischen Wirtschaft. Das sind manifestement die Prioritäten, die sie in Europa stellen, die dringlich sind. Basta ist genug mit der undemokratischen und unsozialen Politik, die am Moment am Niveau von der Europäischen Union gemerkt wird und die dann nationalen Niveau durchgeboxt wird.